Ein herzlicher Gruß und willkommen sei wir alle Nieuwsgierigen, die sehr interessante Geschichten hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören. Vandaag schafft het dat wat we schon versprochen haben. Ein Weihnachtsrätsel. Hoffentlich wordt het alles. Na, dat hoop ich. Weihnachten ist ein Geburtstagsfest, der Geburtstag vom Herrn Jesus. Jeder Jahr feiern die Menschen auf der ganzen Welt das Fest. Ich auch. Ich freue mich, dass der Rader geboren ist. Als Jesus vor 2000 Jahren geboren war, kam mitten in der Nacht ein Engel vom Himmel. Versteht nicht, seht heute der Schubsort, was da nur der Schub abpassen deiden. Ich hab eine gute Nachricht. Freut jün, weil vandaag ist für jün der Rader geboren. Dort ist Jesus Christus, der Herr, in der Stadt von David. Sie waren dort schon fingen, dort ist in Wingeln gewältigt und nicht in eine Fördertrappe. Auf einmal wird da eine große Gruppe von Engeln, die lobten Gott, weil der Rader geboren wird. Gott ist den Menschen sehr gut. Er leift auch die. Und nu kommt das Weihnachtsrätsel. Bist du bereit? Für jede Frage gebe ich die 2 Antworten. Aber bloß eine davon ist richtig. Und die sollst du abschreiben. Kann es losgehen? 1. Wo ist der Herr Jesus geboren? In Bethlehem oder in Kairo? Bethlehem oder Kairo? 2. Wo hat dem Herrn Jesus seine Mutter? Sarah oder Maria? Sarah oder Maria? 3. Was für eine Arbeit hat Jesus? Stromarbeiter oder Haltarbeiter? Stromarbeiter oder Haltarbeiter? Wem deuten die Engel dort sagen, dass der Rader geboren wird? Der Schubshort oder Herodes? Schubhort oder Herodes? Die Antworten kannst du nur ans Schätzen. Verrat deine genaue Adresse in dein Airline nicht. Dann kriegst du auch eine Antwort. Schein met dit wil ik mitmerken. Mein Rat für dich, wenn du eine Bibel hast, kannst du in Lukas 2 die Geburtstagsgeschichte von Jesus lesen und dann findest du die rechte Antworten. Ciao, sag ich dir einfach vom interessanten Geschichtenprogramm. Und wenn du Fragen hast oder Antwort schreiben willst, dann hast du nur diese Adresse: teleninos@gmail.com. Und nochmal buchstabieren wieder: teleninos@gmail.com.